Trotzdem ist am Montag beginnen also Warnstreiks in der Föst. Von 15 bis 16 wird die gesamte Föst gestreikt in Linz. Anschließend dann Demonstration auf dem Hauptplatz mit 20.000 Arbeitern in Linz. Und in den Wienerbetrieben, wie zum Beispiel bei der Austro Fiat in Floridsdorf, hat eigentlich den ganzen Tag geschnitzt gearbeitet werden. Also man ist im Hof zusammengestanden und über das diskutiert, es ist noch nicht gestreikt, aber es war die Vorteilstehung, wie das alle Gewerkschaftler aus der Druckkompartie und andere Ländchen nennen. Also eine Stehung. Vorbereitung für den Streik für den nächsten Tag. Am 26. September dann Streiks weiter der Streik in Linz und vor allem bereits auch am Montag, am 26. Dann Streik der Steierwerke mit dem auf dem Steiner Hauptplatz, wo sich der Bürgermeister mit einer solidarisiert hat. Feldstreik ab 15 Uhr wieder Demonstration mit 20.000 Leuten auf dem Linzer Hauptplatz. Und in Wien am 26. große Demonstration mit insgesamt 10.000, 12.000 Leuten. Von Floridsdorf kommen der Großteil über die Reichsbrücken Richtung Innenstadt, Richtung Bundeskanzleramt, Richtung Regierungssitz. Dort versucht der Polizei das aufzuhalten mit hergestellten Lastwagen und mit einem improvisierten Wasserwerfer. Da hat die Streichtür gestiegen, die Lastwagen sind auf Zeit geschoben worden. Die Leute sind über die Gitterkreuz beim Volksgarten, die oben Eisernen mit den Lanzen, das kennt man von der anderen Seite da, ist der Ballhausplatz so eingeschlossen. Der Bundeskanzler war anwesend, Verstärkung wurde herbeigeführt durch Polizeischüler, Kompanie Polizeischüler, die jeder mit 50 Schwerter Munition und Militärkaratiner beobachtet werden, da war ein Haus drinnen versteckt. Und draußen waren 10.000 wütende Arbeiter. Trotzdem ging bei dieser ganzen Demonstration und bei der Aktion, die von Floridsdorf bis da reingegangen ist, hat es keine einzige innige Fensterscheibe gegeben. Das war eine friedliche Demonstration, aber empörter, organisierter Arbeiter mit improvisierten Transparenten. Haben sie einmal gehabt, du siehst kein Transparent bei der Demo, sie haben da Popperdeckel getroffen mit weg mit dem Pakt, mit dem Preistreiberpakt. Die Lage hätte sich natürlich dazu spitzen können, nur dass kommunistische Spitzenfunktionäre das Wort ergriffen. Der Ernst Fischer hat in seiner berühmten übersteigerten Rhetorik, also mit der Rede gehalten, das war eine absolut ausmarxistische Rhetorik ohne Folgen. Aber ganz wichtig ist in der Beschreibung von Streikteilnehmern, die damals Mitglieder der kommunistischen Partei waren, dass der Genosse Hexwand dann mehr oder weniger die Kundgebung zur Auflösung gebracht hat. Hexwand war Politbüro-Mitglied, Gründungsmitglied der Partei, der 70er am Wiener-Streik beteiligt. Also weg dann vom Ballhausplatz, Demonstrationen vor der ÖGB-Zentrale und dann ein ganz wesentlicher Teil bei diesem Streik. Der Streik richtet sich gegen den Pakt. Weg mit dem Lohn- und Preispakt, weg mit der Ausbeutung der Arbeiter, aber auch weg mit dieser ÖGB-Führung. Weg mit dieser Arbeiterkammerführung, die mit dem Kapitalismus ausbacken kann. Und beim ÖGB-Gebäude in Wien, ebenso wie bei der Arbeiterkammer in Linz einen Tag später, ebenso wie in Steyr, haben kommunistische Funktionäre verhindert, dass diese Tintenburgen der Gewerkschaften gestürmt wurden. Im Nachhinein ist kommunistischer Putsch diffamiert und behauptet wird, zum Beispiel in Wiener Neustadt hätten die Kommunisten den Gewerkschaftssekretär aus dem zweiten Stock werfen wollen. Das war nicht 1950, sondern 1943. Da war die Delegation von Arbeiter beim Vorgehen und Preisberg, haben die aufgefordert, dass was da und der ist einer blöd gekommen. Der Werner Hitz hat gesagt, schau alle da zu den 10.000 Leuten und sagt denen das. Also das wäre bei der empörten Arbeiterschaft für viele ÖGB-Funktionäre sehr schlecht geendet. Der Großteil der Streikteilnehmer, und das weist vor allem darauf hin, dass er in der Westzone in der Föst den Ausgang genommen hat, waren Arbeiter, die, wenn sie organisiert waren, in der SPÖ organisiert waren oder wenn sie nicht organisiert waren, die VDU gewählt haben, die Vorgängerpartei der FPÖ. Das ergibt sich aus der Geschichte der Föst. Die Föst ist ein ganz junger Betrieb, der im Krieg hauptsächlich betrieben worden ist mit Zwangsarbeitern. Und nach dem Krieg natürlich die ganzen Bauern aus Oberösterreich, aus dem Mittelfeld und reingekommen sind arbeiten. Die Bauern. Und die haben viel nichts anderes gelernt als Schießen und bei der Wehrmachtzeit, dann waren es nur mit Hocharbeiter. Und die